Wollt ihr auch noch eures TikTok promoten? Ja. Follow me! Alter, was läuft? Was läuft? Folgt mich bis ich 1000 Follower an. Also, ihr habt eine Mission. Salut zusammen mit euch, der Lionel. Ich bin heute ins wunderschöne Luzern gegangen und habe ein Quiz um Asien vorbereitet, denn ich denke, in Luzern dürfte man durchaus ein bisschen etwas von Asiatinnen und Asiaten verstehen. Viel Spaß! Freut mich sehr, dass Sie sich kurz Zeit nehmen für mich. Mein Name ist Lionel. Ich bin jetzt extra aus Basel nach Luzern hierher gekommen. Darf ich fragen, mit wem ich die Ehre habe? Cher Fritz. Ich heiße Svenja und komme aus Belgien. Ich heiße Rian und komme aus Belgien. Raffaella, du hast gesagt, wir kennen uns. Ja. Von wo? Nacht. Was ist dort passiert? Wir sind zusammen in Mexi. Und du hast unsere Kollegin angerufen und wir haben zusammen ein bisschen getrunken. Keine Erinnerung da. Okay. Wie heisst du? Von wo bist du? Redon, ich bin von Sursee. Der Mann aus Sursee! Ah, was wollt ihr mal werden im Leben? Keine Ahnung, ich habe selber keine Ahnung. Also eigentlich ist das Ziel aufsteigen und eigentlich so KV oder so machen. Mir egal. Vielleicht komme ich zum Onkel oder so. Jetzt ist es ja so, dass wir hier in Luzern sind. Wie heisst denn der See hier, an dem Luzern liegt? Der Vierwaldstättersee. Ja, super sensationell. Vierwaldstättersee. Vierwaldstättersee. Okay, ja, das ist zu einfach gewesen. Jetzt nach Luzern kommen ja sehr, sehr viele Touristen von Asien. Darum haben wir heute einen Asien-Quiz vorbereitet. Es geht um Asien. Jemand, der in Asien wohnt, jemand, der aus Asien ist, wie heisst der? Einwohner von Asien, wie heissen die? Ein Asiat. Asiat, richtig. Hast du das gewusst? Ed? Ja, ja. Okay, super. Jemand, der in Asien wohnt, der ist Ja, Asiat. Chingchong, im Karton. Asiat wäre die richtige Antwort, ja genau. Könntet ihr mir jeden ein asiatisches Land nennen? Boah, keine Ahnung. Japan. Puglia. Puglia! Ein Land aus Asien? Ich weiß es nicht. China. Kannst du mir 3 asiatische Länder nennen? Japan, China und Indien. Indien, richtig, super. Ja, dann China und Korea, Vietnam. Richtig, absolut richtig. Und 3 asiatische Städte? Du musst... Nein. Wie heisst die Hauptstadt von China? Weißt Okay, von Japan? Ich kann nicht. Dort, wo die Olympiade gerade war. Wie heisst der Ort? Doch. Es kommt. Es kommt nicht. Wir haben Hoffnungen gehabt, okay. Tokio, Shanghai und Seoul. Richtig, okay. Tokio. Warte. Ja, was ist da? Saigon und Phnom Penh und Pakistan. Pakistan ist Ist aber falsch. es ist ein Land, aber es ist in Asien, es stimmt genau. Wir haben sie nochmal getroffen und sie hat eine ganz, ganz wichtige Message an alle. Könnt all den Kanal abonnieren und ein Like hinterlassen. Dankeschön, ja, das würde uns doch sehr freuen. Ich muss ganz kurz an dieser Stelle unterbrechen. Immer wenn ich schöne Frauen interview, kriege ich nachher eine Anfrage: Hey, Bratte, hast du mir ihre Nummer für ein Schulprojekt? Gib mir ihr Instagram. Ich habe ihre Nummer nicht, ich habe ihre Mail nicht, ich habe ihr Instagram nicht, ich frage das in der Regel nicht. Wenn ihr hübsche Frauen wollt, dann müsst ihr sie euch selber erobern. Ich bin verheiratet, ich bin über das schon lange erhaben. Weiter geht's. Welches Land heißt Pakistan? Weiß nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Welches Land heißt Pakistan? Keine Ahnung. Pakistan heißt Pakistan. Also es war eine Fangfrage, ja, das ist natürlich gemein, ja. Wer ist die berühmteste Person aus Asien, die du kennst? Der Kim Jong-un. Und du? Hätte ich auch gesagt. Hat er gesagt, okay. Kim Jong-un. Kim Jong-un, oh, schlechtes Markenzeichen für Asien in dem Fall. Kim Jong-un? Ja, so der Machthaber da von Korea, so der Fest da. Wie heißt der? Namen weiss ich nicht. Kim Jong-un ist das, genau. Eben. Kim Jong-un. Der Kim Jong-un. Ich habe bis jetzt noch keine einzige andere Antwort als der Kim Jong-un gehabt. Wie heißt er wieder? Ich kann es vergessen, aber ich weiß, wer ich... So tut, als ob der Amerikaner ist.
Ich folge dir auf TikTok, aber ich weiß nicht. Der Schwarze, was er tut, der ist Asiat. Der ist aus Indien, aber egal. Welche Sprache redet man eigentlich in Vietnam? Vietnamesisch. Absolut korrekt. Das ist bestimmt auch eine Fangfrage. Nein, das ist keine Frage. Mandarin. Vietnamesisch. Mandarin ist in China. Ja, die nehmen das. Keine Ahnung. Vietnamesisch. Richtig, super, genau. Für was ist Japan bekannt? Für Sushi. Für Ping-Pong. Anime, Bro. Nein, Anime. Denkst du da nur an Anime? Ja, was so Japan angeht, Anime, beste. Für die schöne Stadt Tokio und für die Autos. Und für die Autos, richtig. Was gibt's in Japan speziell? Sushi. Sushi, super. Es gibt noch etwas. Die Fahrzeuge, wie heissen die noch einmal? Es gibt so spezielle Fahrzeuge, die aus Tokio. Saluta, questo tiene 70.000 follower. Saluta. Vengono da Basilea. Für was ist Japan bekannt? Sushi? Sushi. Aber jetzt Vorsicht, ist Japan überhaupt in Asien? Ja. Ja, Mann. Ja, super, richtig, genau. Ja. Jetzt die drei, das sind Zürcherinnen und die sind nach Luzern gekommen. Was sagen dir zu Zürcherinnen? Ja, das... Nein, mal, Zürcher sind geil, Mann. Zürcherinnen sind top. Was läuft denn nachher noch mit ihnen? Also hast du jetzt da gerade einen Approach gemacht oder wie sieht das aus? Nein, ich stehe mehr so... Jugo, so, Schippis. Vielleicht sind sie ja Schippis, aber haben sich verkleidet. Nein, das sind Schweizerinnen. Und was siehst du das? Das ist nicht mein Schema. Ich bin nicht ihr Typ, sie ist nicht mein Typ. So ganz gemütlich. Wer weiß, ob du nicht ihr Typ bist. Vielleicht bist du es ja, aber jetzt hast du sie ja gehabt, jetzt kann sie gar nicht mehr. Was würdest du den Nicht-Luzernerinnen und Nicht-Luzernern, die das Video sehen, was würdest du denen für eine Message mitgeben? Kommt mal vorbei, es ist mega schön da. Ich bin am Samstagabend hierher kommen. Doch. Gehst du denn Frauen klären oder was machst du denn? Nein, Aufschütte hängen. Ich komme mit mir auf Luzern. Und ja, Ausgang Freitag, Samstagabend, könnt ihr gerne kommen, sind wir herzlich eingeladen. Was ist ein Adjektiv? Etwas, was wir Steigern? Ja. Kannst du mir größer am größten. Genau, kannst du mir mit 3 Adjektiven Luzern beschreiben, bitte? Schön. Schöner am schönsten. Schöner am schönsten, okay. Was denkt ihr denn über Luzern? Es ist schön, viele Leute. Schöne Stadt. Schöne Stadt und ja. Du bist vergeben, erzähl mal, wer ist das? Wir sind zusammen. Ja, wieso stehen die nicht nebeneinander? Hä? Hallo? Aber, und jetzt, wie lange sind wir schon zusammen? Ein Tag. Seit gestern? Ich habe sie gestern zusammengebracht. Das war es mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Und ich möchte noch darauf hinweisen, hinter der Kamera ist Tim gestanden. Er hat seine eigene Firma namens TS Productions. Sie ist unten verlinkt und lohnt sich sehr zum Abchecken. Dankeschön vielmals und bis zum nächsten Mal.